Hi, grüß euch, servus und habe Dere. Stellt euch vor, ich bin draußen unterwegs mit dem Landschaftsknipser. Na, mit dem Landschaftsmaler. Ja, für alle, die fragen, wie es mir geht. Schwierig. Tut alles so richtig höllenweh, schmerzt, aber auf der Wohnungssuche verläuft ziemlich beschissen. Aber auf den Rat hin von vielen bin ich heute mal raus. Habe einen Jonas mit dabei und nehme euch einfach mal mit, dass ihr wieder mal von mir was seht. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf, weil ich bloß in der Bude drin sitze und sich einen Kopf kaputt machen, das klappt gar nicht. Deswegen habe ich den Rat befolgt und bin heute mal raus. Und zwar, wie ich es euch versprochen habe, ich bin am Hintersee. Im Winter wollte ich mir das unbedingt anschauen. Hintersee wird jetzt aber nicht das Hauptziel sein, sondern wir werden in den Zauberwald, weil ich damals ja nicht dabei war, im Lichtsetzer, mit Thorsten Engemann, im Landschaftsknipser, im Zauberwald. Und wir werden den Zauberwald im Winter anschauen. Die Fahrt hierher war eine Katastrophe, nur Holländer, Stau, also ganz schrecklich, haben uns einen tollen Tag heute ausgesucht. Also irgendwo ist Ferienzeit ausgebrochen. Jetzt versteht's mal, wenn ich das immer sage, wenn die kleinen Dörfer von Blechlawinen überrollt wird. Irgendwo ist da gerade die Ferienzeit ausgebrochen. Das geht von Reichenhall bis Berchtesgaden, ein Stau. Die fahren ist da drüben. Kurz vor Ramsau stehen die alle. Wir sind auch schon im Stau gestanden. Und genau das ist es, wo mich dann immer so ein bisschen nervt. Wenn es dann heißt, die scheiß Touristen und so, klar, die bringen das Geld, aber es sind wirklich Massen. Es ist nicht wenig, es sind wirklich Blechlawinen. Es geht die ganze Zeit so weiter, es geht einfach weiter. Und das sind keine Einheimischen. Holländer, Ungarn, Polen, alles, also wirklich alles. Vorhin haben wir die Koreaner gehabt. Also brutal. Und das ist dann das Schlimme immer, wo ich mir immer denke, meine schöne Heimat und gar nicht böse gemeint, aber die Dörfer vertragen das einfach oft gar nicht. Da an der Hauptstraße jetzt auch, das war die Hölle. Bist da gestanden, mitten im Stau. Wenn du aussteigen willst, fahrst du fast den Arsch weg. Und ja, wir genießen den Nachmittag, wir haben Proviant mit dabei. Und, es tut einfach gut, mal raus, frische Luft. Ja, also wie ihr seht, wir haben richtig viel Schnee. Es hat geschneit. Da drüben sind die Berge, die kennst du aus dem Video. Wir sind früher da hinten gestanden, haben in die Richtung den Sonnenaufgang gefilmt. Da hinten ist dann der Zauberwald ums Eck, da werden wir dann drüben parken. Und ansonsten ganz eine andere Stimmung. Es ist interessant. Man kann den Fotospot ruhig öfters in verschiedenen Jahreszeiten anschauen. Es ist immer was anderes. Und die Enten sind nach wie vor frech. Jetzt werden wir ein bisschen spazieren gehen und dann noch ein paar Fotos machen. Ist einfach toll, die Luft. Genau, also wir jetzt so Fotos machen. Jetzt überlege ich gerade, ob man da hinten entlang gehen kann zum Zauberwald. Wäre natürlich auch interessant. Die Stelle haben wir ja schon gemacht. Da waren also sehr viele Motive, was der Lichtsetzer und Thorsten Engemann auch gefunden hat, wo ich nicht gesehen habe. Und dann nehmen wir euch einmal mit und genießen einen Wintertag in Bayern. Das schaut auch cool aus, der Holzstamm, den will ich auch fotografieren. Gut. Also viel Spaß. So, jetzt werden wir schauen, dass wir da ein paar Fotos machen können. Es sind echt coole Sachen dabei. Jetzt im Winter schaut das komplett anders aus. Vom Landschaftsmaler muss ich natürlich auch ein Foto machen. Das bin ich einem Landschaftsknipser schuldig. Schaut aus wie der Holger. Ja, perfekt.
Ich muss den Fokus anders einstellen. So, klappt es nicht. Machen wir Einzelfeld, oder? Sonst klappt es nicht. Jetzt kann man den Cursor bewegen. Super. So, jetzt kommt tatsächlich die Sonne raus. Jetzt kommen die Enten. Ja, kannst du ruhig rüber filmen. Das schaut natürlich super aus, da vorne der Ast. Ich finde den Ast da aus dem Wasser jetzt spannend, ne? Also ein paar Fotos haben wir gemacht. Und jetzt werden wir da mal außen rumgehen und schauen, ob dahinter der Zauberwald kommt. Normalerweise müsste man hinkommen. Ich nehme die Kamera auf alle Fälle mit. Und wir schauen, was da abgeht. So, jetzt aber wirklich. Das ausschalten. Schaut aus wie die Kira fast, ha? Oh mein, na, wir haben keine Angst. Schaut aus wie ein Bracken. Ja. Ist auch nicht, oder? Bayerische Gebirgsschweiz. Gell, denke mal. Leergrund. Oh, schon heute, gell? Drin, gell? Gell? So, und Oh mein. Das ist schon wie die Kira fast, gell? Ja? Der Figur auf alle Fälle. Dass die Leute beim Wandern mal nicht Angst vor die Hunde. Komisch, gell?
ausprobiert, der dicke Bayer aber aufs Eis gehen kann. Also noch hält's. Das Interessante ist, das sind da Fußspuren, aber die gehen auch nicht bloß in eine Richtung, da kommen keine zurück. Also. Ja, und nachdem ich festgestellt habe, dass in der Mitte ein riesen Loch ist, an dem die ganzen Fußspuren geendet sind, wollte ich euch das natürlich zeigen, aber komischerweise war das Mikrofon tot, was ich erst zu Hause bemerkt habe. Keine Ahnung, ob der Abstand zu weit war zwischen Action 4 und DJI Mic 2. Auf alle Fälle war das irgendwie richtig schade, weil die Stelle zur Moderation wäre natürlich richtig genial gewesen. Aber ich hüpfte dann so weiter auf dem Eis rum und es hat mich tatsächlich sogar getragen. Hab mich gewundert, muss schon ziemlich dick gewesen sein, das Eis. Ich wollte euch einfach da die Gegend zeigen. Da hinten den Eiffelturm, da hinten den Grand Canyon, der sich da komplett vorüberzieht. Alles ganz tolle Sachen, tolle Geschichten, ganz spannende Sachen wollte ich euch da erzählen, beziehungsweise habe ich euch erzählt. Aber die fallen mir jetzt in der Nachvertonung leider nicht mehr ein. Also, naja, ich habe da ein paar Fotos gemacht und was muss ich sehen? Der Junior hat was entdeckt, schaut euch das an. Dann habe ich wieder ein Foto gemacht, Junior spielt auf dem Eis, bis ich drauf komme, bin voll entsetzen. Jonas, ist es so gut, auf dem Eis stehen, um mit dem Stock Löcher ins Eis zu klatschen? Ja, ich bin dann ziemlich erschrocken und erstmal ist mir das Herz stehen geblieben. Aber so sind es die Kinder. So, jetzt stehen wir auf dem Parkplatz und wir haben tatsächlich eine Stelle gefunden, wo man mit der Drohne fliegen kann. Also hier darf er tatsächlich fliegen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist wirklich nur das Eck. Hier. Auf der anderen Seite vom Hintersee ja. Aber da am Märchenwald alles gesperrt. Und genau an der Stelle, dem Parkplatz, wo wir uns jetzt befinden, hier, dürfen wir fliegen. Also bauen wir jetzt die Drohne auf. Gell? Der zittert schon wieder. Und fliegen mal mit der Hasselblad drauf. Ein paar Fotos machen. Es ist kalt, minus 2 Grad. 120 Meter möchte ich hochheizen. Naja, macht es nicht unbedingt. Schauen wir mal, ob die Drohne zurückkommt. Also, bis gleich. Jetzt verzeihe ich ein bisschen was, wie der Zauberwald überhaupt entstanden ist. Und zwar vor mehreren tausend Jahren brachen zwischen Schertenspitze und Steinberg im Hochkaltermassiv rund 15 Millionen Kubikmeter Gestein los und stürzten, müsst ihr euch vorstellen, mehr als 1000 Meter ins Tal. Dort türmten sie sich als Felsblöcke übereinander und stauten die Ramsauer Aach zum Hintersee auf, ist praktisch ein Stausee. Es entstand so eine reizvolle Landschaft des Zauberwalds, der sich von der Maxklamm bis zum Hintersee erstreckt. Als Abbruchnische des Bergsturzes haben wir die Bergflanke zwischen Schertenspitze und Steinberg feststellen können. Auf einer Breite von ca. 400 Meter hatte sich ein 70 bis 100 Meter mächtiger Schichtstapel gelöst und ist mit 12 bis 16 Millionen Kubikmeter Gestein ins Blaueistal gestürzt und sind beim Gegenüberhang, praktisch am Talhang gegenüber, angebrannt. Man findet dort heute noch Blöcke bis 160 Meter über der Talsohle. Nur ein Teil des Gesteins ist liegen geblieben, der Großteil bewegte sich weiter talwärts. Das sind die ganzen Storn, was unter dem Zauberwald sieht. Erst am Glausbach, am Talausgang, blieb der Bergsturz, also bis zu 40 Meter mächtige Masse aus Blöcken und Gesteinsschutt im Talgrund liegen. Insgesamt legte das Bergsturzmaterial einen Höhenunterschied von 1300 Meter und eine Strecke von 3,7 Kilometer zurück. Also ganz schön hoch runtergekommen und ganz schön weit ins Tal, also das wir es ganz schön geschäbert haben. Das Alter von dem Bergsturz kann man halt auch noch ziemlich gut erkennen und ist ja bekannt, weil bei einer Bohrung haben wir ein Stück Holz gefunden und das ist bestimmt worden auf 3500 Jahre. Also das war die Bronzezeit. Der Fußweg durch den Zauberwald ist so 1896, 1897 vom Verschönerungsverein Ramsau aufgelegt worden. Allerdings noch nicht unter dem heutigen Namen. Der ist dann so in den 1920er Jahren ist der dann so entstanden.
So, jetzt haben wir Brotzeit gemacht, jetzt haben wir zusammenbackeln. Dann geht's weiter, haben wir noch ein ganzes Stück zum Gehen, weil ich möchte unbedingt zu dem Felsen noch. Der muss nämlich bestimmt toll ausschauen. Weil da ist der See gefroren. Da möchte ich jetzt unbedingt noch hingehen. Für die Leute ist es jetzt eigentlich besser, aber nicht mehr so viel. Auch ganz angenehm. Die meisten grüßen sogar, wie es in Bayern Tradition ist. Gell? Ja. Genau, und jetzt haben wir zusammenbackeln. Jonas hat einen Burger gegessen. Jonas hat das Trinken vergessen. Also wir werden eigentlich jetzt dann sterben. Hauptsache nochmal gute Motive. Aber Hauptsache wir haben das Zielfoto. Gell, Thorsten? I've been in your waters. Jetzt steckt es da rein und schlaft es da. Das habe ich mir so Araber, oder? Du gehst in die Natur und möchtest deine Ruhe haben. Ah ja. Jalla, jalla, jalla. Unglaublich. Die Stempen sind da, wenn es schneit, dass man einen Weg findet. Und nicht zum afghanischen Speer werfen. Das schaut cool aus. Also unser Pierre hätte da voll den Spaß dran mit seiner Waldfotografie. Oder der Albert. Ach Gott. Also ich kann das echt bloß jedem empfehlen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja, kann ich jedem von euch empfehlen. Wenn ihr mal hier unten seid, im Winter, definitiv. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der Stein ist da unten, ob das wirklich das Zielfoto ist, weil irgendwie habe ich einen anderen Hintergrund. Und da hinten war kein Stein mehr. Jetzt beim Zurückgehen, vielleicht findet man den berühmten Stein, aber ich glaube, das könnte ja sein mit dem Baum drauf. Ich finde das total unspektakulär und langweilig, weil im Hintergrund das fette Hotel. Ich mache trotzdem mal ein Foto. Könnt ihr es mir schreiben, die was da waren. So, jetzt sind wir noch 5 Meter ums Eck gegangen. Ich habe gesagt, aber im Hotel, das ist nicht das Motiv, das kann nicht sein. Aber schaut mal, wenn man da vorbeigeht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist der gleiche Fels im Wasser, der Baum und ein anständiger Hintergrund. Also ich vermute, das ist echt die Stelle, aber da durchlaufen, weil ich an den See, wann das Wasser losgeht. Das müsste aber der Stein sein. Ui. So, das war's mit Zauberwald. Komplett rumgelaufen sind wir nicht. Da hinten war jetzt ja nichts mehr. Und jetzt geht's ab nach Hause. Oder schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was. Also hier auf alle Fälle noch mal herkommen zum Wandern. Da gibt es nämlich noch einen anderen Weg. Da kann man hier, wie unser Klamm, kann man da gehen. War jetzt bei dem Wetter ein bisschen doof, aber da wird es noch schöner, noch zauberhafter. Man kann es hinten so ein bisschen erkennen. Also auf alle Fälle noch mal herkommen.